weisst was? Jetzt ess ich schon mal mit uns zur Nacht. Und dann wollen wir's noch ein bisschen lustig haben. Wir fangen jetzt gerade an kochen. Er hat die Hände geklatscht und die Fräuli sind alle aufgestanden und haben angefangen in der Hütte rumzuwerfen, dass es nur so eine Art hatte. Zwiebeln schneiden, Herdöpfel schälen, Butter in die Pfanne rein tun und Nidel schwingen. Der Christeli hat nur so gestaunet, wo sich alle die guten Sachen herheben. Zuletzt haben sie die Schüssel und Teller auf den Tisch tun, jedes hat einen Löffel genommen und dann haben sie angefangen zu essen. Knusprige Rösti, Würste und Speck und geschwungen in den Nidel mehr als genug. Immer wieder haben sie dem Christeli den Teller nachgefüllt. Und das halb verhungerte Bübli hat gegessen und gegessen, bis es mit dem besten Willen nichts mehr abgebracht hat. Nach dem Essen sind die kleinen Leute aufgestanden, haben aus einem Ecke alle möglichen Instrumente vorgeholt, sind vor die Hütte raus und haben angefangen zu musizieren. Und dazu haben sie getanzt wie der Lump am Stecken. Der Christeli ist auf einem Stein gesessen und hat zugeschaut. In seiner Lebtung hat er noch nie so etwas Lustiges gesehen und so etwas Schönes gehört. Vor allem der bärtige Mann, der hat auf einer alten Geige so gut und schön gespielt, dass der Christeli vor Staunen ganz grosse Augen gemacht hat.